Unsere Geschichte schildert die Pilgerreise von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Unsere Geschichte Nummer 93. Ditmal noch mehr von was dort MCC nicht ist, und wo ich so viele Oldkolonien und Sommerfelder dort in den 1950er Jahren mal so abgeführt haben, als wann dort MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Im Jahr 1956 kam Daniel Peters von Blumenort, Manitoba weiter nach Waut, Chihuahua, und zwar mit seiner Frau Alma Taub. Ditmal kamen sie nach Waut, um dort unser COM zu dienen. Und ditmal melken sie ihre Immigrationspapieren fertig. Daniel ist bei Waut in der Hoffnungsauer Schule noch erst etliche Jahren Schullehrer gewesen, und dann hat er in Chihuahua noch viele Jahre als leitender Prediger gedient. Erst in Steinreich Nummer 38,5 und dann noch in Borwalde 107. Daniel und Alma waren zwischendurch auf Urlaub in Manitoba gewesen, aber 1985 trocken sie zurück nach Manitoba. Daniel ist all gestorben und Alma wohnt hier noch in Winkler. Viele von euch werden Daniel und Alma gut gekannt haben. Das MCC stellt 1952 auch noch 3 Krankenschwestern oder Nurses an dem neuen Hospital regional in Waut. Dort waren Orpa Lederman, Esther Schwarzentruber und Elisabeth Gött. Als diese Nurses in diesem ersten Hospital in Waut angefangen haben zu arbeiten, dann stellt das MCC auch bald noch einen Administrator an, für das MCC ihre Arbeit in diesem Hospital. Das Administrator war Irvin Schrag von Freeman, Südakota. Schrags haben in Chihuahua, Mexiko, bis 1975 gedient. Ein Bild von diesem ersten Hospital in Waut können Sie auf der 233. Seite in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko finden. Lothar aus Margaret Dick von Manitoba auch all von 1963 als Nurse in Waut, Chihuahua gearbeitet hat, dann siedelten Irvin und Vera Schrag und Margaret Dick 1965 von Waut über Nuevo Namequipa. Das mexikanische Dorf Nuevo Namequipa liegt ein paar Kilometer osten von dem Dorf Nummer 84 auf der Santa Rita Kolonie. Diese mennonitische Santa Rita Siedlung war noch ganz nie, als Irvin und Vera Schrag und Margaret Dick durch 1963 mit einer Klinik oder ein kleines Hospital anfangen oder durch ein Büden. Von dieser Klinik aus dienten sie durch die Mexikaner und die ganze Umgebung und auch die Mennoniten auf der neuen Santa Rita Siedlung. Margaret Dick hat dort, so sagt sie selbst, die 1500 mexikanische und mennonitische Frauen bei ihrer Geburten geholfen. Sie delivered 1500 Babys. Im Sommer 1975 war sie zwischen einmal für ein paar Monate bei Blue Creek in Belize, um dort die Mennoniten zu helfen, bei ihrem Anfang mit einem Hospital. Im Jahr 1977 kam Margaret zurück nach Manitoba. Ab oder bei dem Radekop Rancho, bei der Sommerfelder Mennoniten in der Santa Clara Kolonie, wie auch eine Klinik. Und auch hier dienten all seit 1950 von dem MCC angestellte Nurses von Kanada. Eine von der ersten oder vielleicht die ganz erste war Eleanor Matthews von Leamington, Ontario. Ich glaube, dass wir all im Jahr 1953, als das MCC in Waut den Herald W. Waut, wo namens die Mennoniten in Chihuahua all verschiedene andere Dinge getan hat, und Waut anstellt, um ihre Notlinderungsarbeit durch die Oldkolonien und Sommerfelder zu tun. Diese Notlinderungsarbeit wird durch zu groß und zu viel geworden für den Hoffnungsauer Gemeindeprediger Bernhard H. Jansen, die Besitz seinen Predigersanen auch noch zufriedenstellend tun zu können. Ich glaube, die bei uns sogenannte Versuchsfahren wird auf der Manitoba-Kolonie auch der Herald W. Waut angefangen.
Nur wenige Jahren die dort MCC diese Versuchsform Arbeit mit der Chihuahua-Regierung taub und mit der Zeit war dort ganz Regierungsarbeit. Philipp Dick hat diese Arbeit vor vielen Jahren getan. Philipp und Laura Dick sind nicht zurück nach Kanada getroffen, so die anderen Arbeiter. Sie wohnen in dem Dorf Blumenau. Laura war eine von den Arbeitern, die mal aus Chihuahua zurückgeschickt worden, als Aaron Radekop mal alle MCC und Konferenzarbeiter aus Mexiko zurückschicken wollte. Und nu ein Bild von wo sie Aaron Radekop in den Anfangs 1960er Jahren die meiste Ölkolonie in Chihuahua manipulieren konnte. Die Versuchsfarmarbeiter machen jeder Jahr laut im Sommer in der Dörfer bekannt, dass die mennonitische Büros an einem bestimmten Tag können kicken kommen, wo gut oder wo schlecht ihre Experimente mit den verschiedenen Sorten von Getreide und Fertilizantes, so Kunstdinge und so wieder in dem letzten Sommer getan haben. In jeder Jahr kämen sich immer noch mehr Büros ansehen, was die Resultate von diesen Experimenten wären. Aber dann, gerade in der Zeit, wo Aaron Radekop da an Arbeit alle MCC und Konferenzarbeiter aus Mexiko rück-zu-schicken, in dem Jahr 1964, als die Versuchsfarmarbeiter waren und die Dörfer bekannt gemacht haben, dass die Büros sich an einem bestimmten Tag können anschicken kommen, was die Resultate von ihren verschiedenen Experimenten in diesem Jahr wären, dann überredet Radekop sehr viele mennonitische Büros, diesmal nicht zur Hand zu kommen. Er sieht an, die Versuchsfarmarbeit ist MCC-Arbeit. Und wenn wir die MCCer hier lossenden wollen, dann soll je gar nicht nur die Resultate von ihrer Arbeit kicken fahren. Und wirklich, die meisten Büros haben nochmal weiter Radekop seinen Rat angenommen. Diesmal kämen wirklich sehr wenig mennonitische Büros kicken, was die Resultate von der Versuchsfarmarbeit ihrer Experimente in diesem Jahr wären. Aber dann schickten die Versuchsfarmarbeiter noch einmal Zadels aus und machen an den Dörfer bekannt, dass vielleicht da wären sehr wenig Büros nur die ditjährige Resultate von ihren Experimente kicken gekommen wären, weil sie das vielleicht nicht klar genug bekannt gegeben haben. Und dann laden sie die Büros an, 2 Wochen später an einem bestimmten Tag zu kommen und sich ihre Resultate anzusehen. Und auf diese Bekanntmachung sehen sie utdrücklich, dass der Gouverneur, Gouverneur von Chihuahua, diesmal auch dabei sein wird. Und als Radekop dort hielt, dass der Gouverneur von Chihuahua diesmal auch kommen will, dann fuhr er persönlich noch etliche Darbschulden an und sieht an, dass sie die Büros sehr einladen sollen zu kommen. Und diesmal sieht er an, dass die Versuchsformarbeit die Regierung ihre Arbeit wäre und nicht das MCC. Diese große Ironie verstand ich damals nicht. Gar nicht. Ich konnte mir das damals nicht anders erklären, als dass nu dat alle man wist, dass der Gouverneur auch da sein wird, wann da dann mal war, wenn die Büros sein würden, und dass da dann wahrscheinlich bekannt worden wird, dass Radekop, gesagt hat, dass das nicht die Regierung ihre Arbeit wäre, das kann für ihn zu einem Verhängnis werden. Da wären wir am dort diesmal da am zu daunen, dass die Büros die Wahrheit wüssten und kommen würden. Und ich dachte bei mir so, wenn das nicht für sich selbst zu den Büros reden wird, dann wüsste ich nicht. Aber scheinbar haben die meisten Büros diese Ironie oder Zweigesagtheit entweder gar nicht recht gemacht, oder sie wollen das nicht so haben, dass Radekop sich seinen Mantel so antrug, als an die für seine Zwecke an einem Tag am besten passt. Und nu war er terug noch Berichte und Brief aus den 1950er Jahren. In einem Bericht von William T. Snyder im August 1954 ist Beweis dafür, wo groß die MCC-Notländerungsarbeit man unsere Ölkolonie in Sommerfeld der Mennoniten in Mexiko in Wirklichkeit geworden wäre.
In diesem Bericht stehen diese Angaben. 216 Familien haben von dem 1. Dezember 1953 bis das Bericht am August 1954 geschrieben wird, Help gekriegt von dem MCC, dort sie zu eten haben. Und mit dem Programm Geld liehen zu können, solche Trägheiten, hat das MCC 255 Familien erregt. Und das Programm Geld liehen zu können, Traktorlienschepen, hat all 74 Büros uitgeholpen. Und ich glaube, viele von uns, die wir dort in diesen Jahren all diese Sachen beobachtet haben, wir weten, dass wenn die meisten Ölkolonien in Sommerfeld damals nicht so sehr durch Jähen gewasst wären und ihre Glieder nicht so sehr gewarnt haben, dass sie sich nicht Nahrungsmittel und solche Träd holen sollen von dem MCC, dann würden noch sehr viel mehr von unseren Lied sich mit etwa solche Träd in Traktorlin haben halten gelassen. Alle Arbeit wurde das MCC in den 1950er Jahren in dem Hospital regional in Cuauhtémoc gedaan, haben MCC-Arbeiter von der US mit dem Chihuahua Gesundheitsdienstdirektor Arturo Rico vorher berät und sachlich angelegt. Arturo Rico und der MCC-Beamte haben sich sogar geeinigt, dass der Chihuahua Gesundheitsdienst und das MCC jeder $2.500 geben würden, um für einen anständigen Anfang mit ihrer Hilfe in dem Hospital regional merken zu können, die nötigsten Sachen dort zu schreiben zu können und so weiter. Und dort wir noch im Jahr 1954 aus der Krankenschwester oder der Nurse Tina Fair von Altona, Manitoba, auch von dem MCC in dem Hospital regional in Cuauhtémoc angestellt wird. Und als Tina Fair erst da war, dann leitet MCC die Kleingemeinde auf der Quellenkolonie eine von ihren Nurses, Elisabeth Goertz, an da an ihrem eigenen kleinen Hospital zu dienen. Diese Tina Fair hat in Cuauhtémoc nicht mal als Nurse gedient, aber sie erst auch Nurses Trainer gewesen und hat viele mexikanische Mädchen gelehrt, Enfermeras Arbeit zu tun. Viele von uns, die wir nu in Kanada wohnen, haben Tina Fair bestimmt welche gekannt. Denn sie hat dort 40 Jahre gedient. Sie ist an ihrer Arbeit geblieben, was sie an den Ruhestand überging in Altona, Manitoba kam. Sie wohnt nu in Altona. Tina Fair hat in Cuauhtémoc über ihre Arbeit als Krankenschwester manchmal noch viel Gelegenheit gehabt und auch ausgenutzt, den Menschen auch geistliche Hilfe zu geben. Ich will 2 solche Fälle erwähnen, wo sie einen alten Mensch helfen gekonnt, dass er sich darüber klar werden kann, dass Jesus arm oder mit Gott versöhnt und zu einem Gotteskind gemerkt hat, und dass sie oder er als ein Kind Gottes seilig sterben kann. Eine von diesen Personen wird der sehr bekannte Walter Schmiedehaus in Cuauhtémoc, von dem wir mehrmals geredet haben. Schwerer Klassjahrheit seht mich von ihm mal so. Walter Schmiedehaus, als er all in unserem alten Heim war, seht er zu mir, als ich ihm da einen Tag besucht, ungefähr so. Ich kann nu auch sagen, dass Jesus meine Sündenschuld betont hat und dass ich was seilig sterben kann. Tina Fair hat mir damit geholfen, dass mir das klar werden kann. Und noch eine Person, wo nicht Tina Fair an dem Hospital helfen kann, über diese Sache sich klar zu werden, dass wir eine alte Tante von Gnadental, Tante Susanna Krüger, die Rempel, oder so wie dort nannten, Tante Bernhard Rempel. Vor den 1950er Jahren, als in Mexiko noch alle Mennoniten ihre Babys geboren worden mussten, dann sind sehr viel früher bei den Geburten gestorben. Und als zuerst Plautdietsch redende Krankenschwestern, so als Tina Fair an dem Hospital regional in Cuauhtémoc waren, und die Doktors den Mennonitischen früher immer mehr zuroden, zu den Geburten in dem Hospital zu senden, dann fangen langsam mehr Ehelied an,
ihren Doktor seinen Rot unternehmen und fuhren dort am Hospital heim. Und dann, als das Lüdbohr wird, dat de Doktors de frühes da bei sehr schwere Geburten auch noch mal ein Betäubungsmittel geben, dann haben, so seht Franz Wied wie mal, die Älteste und auch einige andere Oms, ab ihren Donnerdagsitz davon geredet und gesagt, dass das nicht reicht wir, wenn die frühes Betäubungsmittel nehmen, bei schwere Geburten. Sie würden motten versuchen, da hierhin zu arbeiten. Aber dann hat Prediger Franz Wied diese Frau ungefähr so angestellt. Es hat dann auch nicht reich gewesen, dass uns Gott, unserem Vorvater Adam, eine Reb aus seinem Lief rausnehmen und ihm dadurch eine Früh merken will, ihm auch betäuben wird. Und dann hat man davon wieder nicht mehr geredet. All diese in Kultivierung angestellte MCC-Arbeiter gingen dann selbstverständlicherweise auch in der Hoffnungseure Kirche in Kultivierung zum Gottesdienst. Und die bei Santa Clara angestellte Nurses und Schullehrer nehmen teil an die Gottesdienste auf der Santa Clara Siedlung, wo auch von der Hoffnungseure Gemeinde uitgeholen worden. Und all diese MCC-Arbeiter dienten wenigstens am Anfang auch noch unter der Hoffnungseure Gemeinde ihren Prediger Bernhard H. Jansen seine Leitung. Und da wären, so glaube ich dort, oder so habe ich dort damals gefeilt, wären viele von unseren Ulkolonien in Sommerfälle, Mennoniten in Chihuahua, noch immer fast überzeugt, dass das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden wäre. Und einige von den ausgeschlossenen Ulkolonien fuhren dann auch all an der Hoffnungseure Gemeinde ihre Kirche nur die Gottesdienste in Quoktemuk, und ihre Kinder schickten sie an den ihre Schule. Und von diesen reden viele Ulkolonien damals als von Sonne, die zu der MCC-Gemeinde gehörten. In der Sommerfelder Familien auf der Santa Clara Siedlung, wo dort mit ihrer Schule und Gottesdienste von MCC-Arbeiter und von Hoffnungseure Predigers bedient wurden, teilten die Sommerfelder auch als MCCer, oder als Sonne, die zu der MCC-Gemeinden gehörten. Nur wenige Jahren übernahm die Allgemeine Konferenz die Schul- und Kirchenarbeit in Chihuahua. Alle Schullehrer und Predigers, wonen manch unsere Mennoniten in Chihuahua und auch manch die Russland-Mennoniten in Quoktemuk, schafften, wurden von der Newton Kansas Board of Missions betont. Die Allgemeine Konferenz war der Verwalter von der ganzen Schul- und Kirchenarbeit in Chihuahua. Und das MCC bleibt da bloß noch der Verwalter von so einer Dinge als ihre Notlinderungsarbeit und der Versuchsformarbeit. Hier muss wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von was das MCC nicht ist und wo durch so viele Ulkolonien in Sommerfelder dort in den 1950er Jahren mal so abgeführt haben, als wann das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Aber nächstes Mal. Ich George Rempel.